Wir fanden, dass der Staatsrat insgesamt ein wirklich extrem wichtig Erbig möchte, wenn ihr guckt, a wie vielen wir wirklich wichtige juristische Fragen abgeheilt gehen, die dann noch dazu feiern, dass verschiedene Gesetze, Proposition de loi oder Projet de loi eben nicht gesetzt gehen, so wie sie ursprünglich vorgesehen wären, mir umgeändert gehen, dank der Intervention vom Conseil d'État, da muss ich das begrüßen. Ich gehe nicht ein einziges Beispiel, nur ganz rezent, das dich interessiert, den Schutz vom Begriff Journalist. Wären engem Projekt von der Regierung so formuliert, dass nach just eng Person, die Enquete hat vom Conseil de Presse überhaupt hat von Journalist nennen, an den Schutz gehört hat, den Gesetz vorgesehen, für Journalisten, zum Beispiel den Quellenschutz. Da hat der Conseil d'État gesagt, das kann ja nicht sein, dass lo ein Organ, das nicht gewählt, das wird so gesehen nicht direkt eine Legitimation hat, in Zukunft darf dezidieren, wenn er am Land als Journalist darf tätig sein oder nicht tätig sein, an den Genuss können von der Protektion oder nicht, und darauf hin gouf das Projekt auch an der Kommission geändert. Es geht also immer ganz wichtig froh, wo der Conseil d'État den Hinterrass von der Verfassungsmäßigkeit von den Texten und auch von einer gewissen Logik von den Texten. Wir fanden also den Conseil d'État ganz wichtig, mehr wie gesagt, wir haben ganz konkret Vorschläge, wie die Institution nach kann verbessern, und dazu gehört an allererster Linie, der Robby hat schon gesagt, dass wir den Conseil d'État in Zukunft nicht mehr gesehen als den Conseil vom Staat, nicht der Conseil vom Grand Duc, wie ein ursprünglich historischer Moment wäre, und noch nicht der Conseil von der Regierung, sondern der Conseil von der Chambre. Das heißt, wir siedeln der Conseil d'État ganz klar nicht mehr an der Exekutiv und wo bis lo werden wir siedeln an der Legislativ. Und das kann nicht lo wie Herrspalterei wirken, wir haben große Prinzip, die wir wollen verteidigen, und das ist die von der Gewaltentrennung, von einer ganz strikten Gewaltentrennung. Und das ist auch von den roten Fäden, die durch als Propositionen gesehen. Es geht mit der Ernennung, bis lo get ernannt durch den op Proposition vom Staatsrat selber, op Proposition von der Regierung oder op von der Chambre hin, dat drei verschiedene Ernennungsprozeduren am Moment für den Conseil d'État. Dat will mir aufschaffen, wir wollen, dass alle Conseil d'État in Zukunft nach just von der Chambre bestimmt wird. Politische Gewichtung, auch darüber sind wir schon ergangen, man hat eine Tabelle, die ich weiß, nicht auf Basis von dem letzten Resultat, auch nicht auf Basis von den 4 letzten, auf Basis von den letzten 20 Jahren kann ich das nur vollziehen, wie falsch Gewichtung von der Präsenz von den verschiedenen Parteien am Staatsrat als erwähnt richtig wird. Ich sehe zum Beispiel, dass die Link im Mandat so gut hätten, und das egal, ob man den Staatsrat bei den aktuellen 21 Giefen belosen, ob 27 Giefen draufsetzen, wie die Regierung an einer Proposition vorgesehen oder ob 31 wie mehrere proposieren. Da seid ihr ganz einfach ein Übergewicht von CSV, Conseilleren, die mindestens 2 Leute zu viel haben an einer Moyenne für den letzten 10 Jahren. Wie gesagt, Mandat als emolisch kann nicht gewählt gehen oder ernannt gehen, das ist extrem wichtig für den Leute, die nicht Unabhängigkeit zu geben von der Partei, d'autant plus, wo sie von einer Partei proposiert gehen, an einer Partei rattachiert gehen. Also dem ist es mehr wichtig, dass sie freier Frank noch schaffen am Ende von der Sache. Ein ganz wichtiger Punkt am Menge nennen als Vereinbarkeit von den Mandaten. Was wir im Moment tun, als Emile Melo, wenn ich gesehen, dass Leute aus der Magistratur am Staatsrat sitzen, da sehen sich mal, wo hast du Gewaltentrennung? Das ist ein Organ von der Exekutiv, wo ein Organ von der Justiz, eine wichtige Person von der Justiz dran sitzt, das kann an Eisenern absolut nicht sein. Und dafür sehen wir in Zukunft 4, dass am Staatsrat kein darf sitzen, der Magistrat das oder irgendwelche Member von der Justiz, und auch kein aktive Staatsbeamte. Es kann nicht an einem Lien de Subordination sie par rapport zu seinem Patron im Staat, aber gleichzeitig an der Legislativ schaffen, wie das man ja der Staatsrat an Zukunft an der Legislativ aussiedeln. Dafür sehen wir da eine ganz klare Inkompatibilität, die muss festgelöst werden. Wie dat man lo so an Zukunft als der Staatsrat an der Legislativ muss auch das ganze Summespiel ernst funktionieren wie bislo. Das also nicht mit der Regierung, die der Staatsrat mit irgendetwas befasst, das Chambre. Die Regierung möchte just nach ihrem Projet de loi auf, aber von dem Moment an als das Projet de loi an der Gewalt von der Chambre. An Chambre lang bestimmt, was mit dem Gesetzestext geschieht. An Chambre befasst hier beratend Organ der Conseil d'État für ein Navi auszuschaffen.
Dann haben wir etwas abgeholt, ganz interessant, das geschieht bei der Euthanasie. Ich weiß nicht, ob er das mitgekriegt hat, du hast irgendwann ein Minoritäramendamente von der CSV, sie matt und der Staatsrat gegangen. Und wir fanden das eigentlich eine super Idee. Weil der Staatsrat, wann er soll Parlament beroden, nicht nur soll eine Majoritärmeinung gesehen oder Majoritäramendamente, mir werden nicht auch Minoritäramendamente. Heinz, da könntet ihr mal viel, dadurch so eine kleine Oppositionspartei eine gute Idee hört, wo der Staatsrat eventuell so, man guckt, da tut noch da einen intelligenten Weg, komm, wir machen das. Dafür so auch Minoritäramendamente sollen an Zukunft dem Conseil d'État soumettiert gehen, dann ist es nach dem Conseil d'État für so, dass dort also würdig für matt begutachtet zu gehen oder nicht. Damit will man verhindern, dass irgendeine Oppositionspartei kind durch eine aber 12 von minoritären Amendementen die normale Legislativ erbicht unnötig abhellen. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Störmanöver können zu machen, es geht darum, eine intelligent Legislativ erbicht zu bewerkstelligen. Ein extrem wichtiger Punkt, vielleicht den allerwichtigsten an dem Ganzen als Chlorrecht, was man dem Staatsrat will, gibt hier um Verfassungsgericht. Ganz kurz Resümee, ihr wisst, am Moment, wo man das System von einer Kontrolle der Konstitutionalität, einer Prüfung ob Verfassungskonformität, nimmen a posteriori. Das heißt bestehend Gesetze. Und auch nimmen ob Aufruf von einem Gericht. Das ist ganz konkret am Rahmen von irgendeinem Prozess zu leviert eng von den Parteien den Gesetzestext, den soll appliziert gehen, so ich behaupten den als verfassungsfeindlich, die violiert Verfassung, wann dann das Gericht wirklich der Meinung ist, dass Kind eventuell der Fall sind, stellt sie dem Verfassungsgericht vor, seht, als den an den Artikel konform zu dem an dem Artikel von der Konstitution ja oder nein. An der Verfolgestadt bestimmte Büsselchen, die sieht Jahre, die da publiziert gehen, das kann nicht so, ohne dass ich genau Statistik am Kap mehr, aber gut an der Halschrift von der Feld sieht Verfassungsgericht effektiv, der Toten als nicht verfassungskonform. Das ist ganz für das System. An dem konkreten Prozess kann das Gesetz dann nicht mehr appliziert gehen, an die Regierung, wie noch immer das gerät an einen gewissen Druck, weil ja die Arre publiziert gehen, weil ja aller Verkot dann noch liest, das steht am Memorial, das weiß wirklich jeder, und wird ja dann einen ähnlich gelehrten Fall nicht invokieren, und das geschieht so lange, bis das dann das Gesetz geändert wird, auch konform gemerkt. Wir wollen nur einen Schritt mehr weit gehen, an ein Element abfeiern von Kontrolle a priori. Das heißt, dass das Gesetz, eher die überhaupt Gesetz gibt, kann vom Verfassungsgericht kontrolliert gehen, ob es eine Verfassungsmäßigkeit. Aber wir limitieren das extrem stark. Es soll nicht sein, wie der Frankreich schon oft wäre, dass das dann eine Fortsetzung vom politischen Debat mit anderen Mitteln soll gehen. Nein, ganz klar nicht. Es soll nicht mehr an den Fällen sein, wo der Staatsrat eine Opposition formell gemacht wird, als bei einer Opposition formell aus verfassungsrechtlichen Gründen, nicht aus Opportunitätsgründen oder aus irgendwelchen anderen Ursachen, sondern aus verfassungsrechtlichen Gründen. Wann der Staatsrat das gemacht hat, am Parlament dezidiert, das Gesetz trotzdem zu stimmen, gegen die Opposition formell vom Staatsrat, an einem nächsten Wort, dann, hat der Staatsrat die Möglichkeit, Verfassungsgericht anzuschalten, zwischen dem ersten an dem zweiten Wort. Das heißt, es darf nicht zum zweiten Wort kommen, das Verfassungsgericht wird dann die Frage geklärt. Wir denken, dass das eine ganz wichtige Neuerung wie an einem legislativen Prozess, den auch der Qualität von den Gesetzen nimmen so gut kriegt. Da kommen wir noch zu den Reglement Grand du Code, den Robby hat doch schon angeschwärzt. Das ist extrem wichtig, ganz oft wird ein Gesetz, wo ganz wenig draufsteht. Und da wird gesagt, an die konkrete Ausführung, die evaluiert man der Regierung. Natürlich kann ich so, und das ist richtig, wenn das Parlament der Regierung das Vertrauen schenkt, dann ist das dem Parlament sein Problem. Das Parlament kennt ja auch mehr detailliert selber am Gesetz vorgehen, sie geben der Regierung viel Spielraum. Aber trotzdem, sehen wir an der Praxis immer, das Reglement Grand du Code weit über das rausgeht, was der Gesetzgeber eigentlich wollte, der Regierung evaluieren als Pouvoir. Und wir sind einfach der Meinung, dass systematisch, wenn die Regierung will so Reglemente holen, das Reglement, mam Exposé des Motivs für wer, dass sie das Reglement will, systematisch muss dem Staatsrat zugestaltet gehen, der Staatsrat das avisiert, und dann kann die Chambre hier Kontrollfunktion noch ausüben. Also, ups, da gehen die Jungen von der Regierung aber über das raus, was wir eigentlich wollten, zugestoßen als Spielraum, und dann kann angegriffen gehen.